Herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch auf WLAN 24. Neben mir hockt ein Herr, der schon mal da gehockt ist, der halb rausgeht wie andere. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Nein, seine Band gibt es seit ein bisschen mehr als 3 Jahren und jetzt kommt im Mitte Mai, 19. Mai, wenn ich es richtig erinnere, kommt das neue Album. Die Rede ist von Thomas Graf und seine Band heisst Megawatt. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Bist schon wieder da. Nein, cool. Wir haben extra so fest Gas gegeben, damit ich wieder zu dir kommen. Genau, ja. Nein, das ist super, ja. Aber schon krass jetzt, dass wir haben gerade darüber geredet, im März 2022 ist euer letztes Album rausgekommen. Genau. Felsenfest. Da haben wir und jetzt sind wir CD-Taufe gemacht. Ja, und jetzt sind wir schon wieder mit einem neuen dran. Ja, also, wir sind brutal produktiv. Wir haben ja sonst nichts tun, weißt du? Ja, genau. So 1, 2 Konzerte noch gegeben. Und Konzerte Videos. Und dann eben. Wir haben vorher vom Wording geredet, wir haben aus einer Not heraus haben wir das Album gemacht. Ja, das tönt so wie... Das tönt wie wenn es wirklich ein Notfall wäre. Ja. Ich habe das aber auch im Livestream dort erwähnt. Ja. Es war eine Art gute Not gewesen, weil wir haben einfach gemerkt, dass dort Ende Jahr die Konzerte haben wir alle ausverkauft. Quasi melden so. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen ja nächstes Jahr wieder. Also sprich das Jahr, um 23. Wenn wir wieder, aber nur mit 2 Alben irgendwie, musst du wieder schauen, dass du nicht einfach wieder das Gleiche hast, obwohl die Leute eine riesige Freude haben. Aber gell, du hast gleich das Bedürfnis, um irgendwie etwas Neues wieder zu machen. Und dann haben wir im November eben aus dieser Not raus, weil wir ja wieder im 23. Ist es ein Notfember gewesen? Notfember. Jetzt haben wir eine Not gespürt, um wieder mal neue Tracks zu machen. Dann haben wir wieder Gas gegeben. Ja. Ist es auch ein bisschen gewesen, weil ihr einen neuen Gitarrist hatten? Oder ist das Ganze schon vorher ein bisschen angerechnet gewesen? Also gerne miteinander zu tun. Also das ist ja während dem... Also wir haben, der Prozess war ja der gleiche gewesen, dass der Georg und ich die Songs geschrieben haben. Mhm. Und Demos sind gekommen, dann ist es ums Einspielen gegangen und dort war dann der Zeitpunkt gewesen, wo der Dario sich entschieden hat, eigentlich Bands zu verlieren. Mhm. Ja. Wie fest hat euch das getroffen dort? Also ist ja schon so irgendwie, also ihr habt viel zusammen erlebt, habt 2 Alben 50 gemacht. 50 Konzerte, ja. Ja. Mhm. Und dann irgendwie so gefühlt aus dem Nichts, oder ist es bei euch anders angekommen? Hat er euch da irgendwie ein bisschen früher gebrieft und gesagt, hey, nein, ist irgendwie... Nein, es war auch eine Überraschung. Also, er hat mir angerufen und gesagt, du Thomas, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, haben mir so überlegt, ich würde lieber mein Zeug machen und ich würde die Band verloren. Und dann ist der erste Moment, denkst du, ja, hure sicher, oder? Muss jetzt so sein, aber es läuft doch gut. Es läuft doch gut und so, aber ganz schlussendlich gilt es, das einfach zu respektieren, weil man kann ihm nicht, und er ist ja alt genug und darum habe ich dort auch nicht irgendwie dann probiert zu überreden oder irgendwie, sondern ja, einfach das akzeptieren, okay, es ist jetzt so und dann wieder vorwärts schauen, gell? Chancendenker wie Albi schon nicht da hat dürfen sitzen bei dir. Ja. Also aber ihr habt dann, mir jetzt dünkt, wirklich relativ schnell einen neuen Gitarrist gehabt, oder? Der Dennis, der ja schon ein bisschen bei euch ausgeholfen hat. Ja. Ist die Wahl gar nicht so gross gewesen. Also ihr habt alle gefunden, ja, Dennis ist der Mann. Yes. Also ist da gar keine andere Person im Nein, wir sind uns einig. Also eben, Dario sagt, hör auf, fix, es ist so. Und also eben, mir hat er am Montag angerufen, am Dienstag hat er die Band und das Management informiert. Und am Donnerstag haben wir zusammen telefoniert und haben dann entschieden, dass wir einstimmig, dass wir den Dennis fragen, weil er ist ja schon in Gruppe gewesen, wir waren ja eine Woche auf dem Schiff mit ihm und ja, wir kennen uns schon ewig. Wir haben gesagt, hey, das wäre mega cool, wenn er könnte das machen. Wir haben ihn dann gefragt, er hat natürlich von sich aus, die erste Ding ist, ja, merci vielmals, dass Sie fragen.
er würde sofort zusagen, weil es ihm einfach auch sehr gefügt hat. Aber zuerst noch bei der Regierung anklopfen. Du kennst es? Nein, Mirella ist eine mega Liebe. Und aber 3 Kinder, gell, die im Schulalter, ja, und einen Job, einen verantwortungsvollen, gell, mit der Leitung für Musikschule Werdenberg. Und bei uns ist es natürlich nicht einfach, ja, willst du dabei sein und dann sagst du ja, sondern es sind irgendwie 35 Termine, die dort auch oder im Hintergrund sind. Und jetzt geht es bis auf 2, 3 geht es gut auf. Und schlussendlich hat er dann Zeit gebraucht, um das zu überlegen, was ja auch wichtig ist, weil er sagt auch, entweder bin ich dabei oder ich bin nicht dabei. Wenn ich dabei bin, dann all in, oder? Dann bin ich voll dabei. Und so kennen wir ihn auch, der Dennis, oder? Genau so einen, den ihr eigentlich auch gebraucht habt. Ja. Oder? Ja. Nein, es nützt ja nichts, wenn irgendwie 4 Zeugen und nachher der andere mitgerupft werden muss. Oder? Ja, oder und es ist, was natürlich auch schön ist, wir haben wirklich nicht gewusst, denn auch wo wir die Info rausgegeben haben, dass der Dario aufhört dort am Sonntag, dort haben wir noch nicht gewusst, ob der Dennis zusagt oder nicht. Die Anfrage war schon platziert, gewesen, aber wir haben noch nicht gewusst, ob er zusagt oder nicht. Und dann ist es für uns wirklich schon schön gewesen, dass er zugesagt hat, auch weil er halt von unserer Region kommt. Gell? Wir haben, obwohl wir nie platziert haben, dass wir einen Gitarrist suchen, weißt du, so quasi, ja, jetzt sind wir auf der Suche, überhaupt kein Wort haben wir dort rausgelassen, haben sich mehrere gemolden. Ah doch? Ja, ganz. Also ist mehrere, so? Wirklich mehrere haben sich angeboten und gesagt, du, ich habe gehört, und das ist relativ schnell Krass, ja. Und haben sich gemolden bei uns und haben gesagt, haben sich ja schon sich vorbereitet und ja, Videos und ja. Ich habe jedenfalls das neue Herz schon. Ja, nein. Also, weißt du, so, aber es ist krass eigentlich gut, so, dass irgendwie, dass das so Wellen schlägt, wenn ihr jetzt jemand, so... Ja. Schon verrückt, gell? Ja. Aber gleich ist für euch nicht irgendwie so, also wir wollen dann kein Casting machen. Nein, vorspielen wie Metallica. Nein, wir haben gewusst, Dennis, das wäre unser Wunschkandidat, ohne dass wir jetzt irgendwer anders angeschaut haben. Ja, passt auch zu den Haaren und allem, es ist halt, genau. Was natürlich auch gut ist, das muss ich jetzt auch noch sagen, seit Dennis dabei ist, bin ich Nummer der Jüngste. Nummer der Jüngste bist du noch nie gesehen. Nein. Ja, genau. Das ist noch lustig. Ich muss dir aber noch eine Geschichte erzählen. Ich bin lustigerweise im März umeinander, die Pippi kennst du ja auch, Geburtstag gehabt, sind wir zusammen essen. Und er hat... unterschrieben sind wir. Ja, mal der Autogramm-Experte, oder? Und wir sind zusammen gegessen und dann, er hat das Büro im gleichen Ding, wo der Dennis seinen Probekeller hat und so. Und dann sind wir dort auch noch so reingelaufen und gefunden, so, zeig mal, darf nicht. So, aber was mir einfach dünkt, es ist irgendwie, also er ist dort noch, da reden wir vom März, das ist erst gerade gewesen. Dort ist er noch am Aufnehmen. Wie knapp sind denn hier eigentlich dran, also mit, also wenn bis die CD wirklich fertig ist das wirklich noch so gefühlt 3 Wochen, bevor sie dann wirklich draussen ist. Also wir sind doch relativ knapp jetzt doch noch dran. Ist das Zeitnot? Ist es das? Nein, also, das ist schon so. Schlussendlich finde ich es schon. Da fängst du an und dann definierst du mal etwas und dann schlussendlich wuschelt es und dies und dann musst du ja das Layout noch machen, du musst das Design ja, ist schon viel Arbeit. Oder dann eben, wenn wir eine Single rausgehen, ist es auch wichtig, dass wir ein Video dazu machen. Das ist so ein bisschen unser Anspruch. Und es ist schon knapp dran gewesen. Also jetzt ist alles gut. Nachher muss ich noch mischen, fertig mischen, mastern und hören, probieren. Man hat das mal eben, unser Produzententeam noch alles gegeben, hat alles noch analog Chain durchlassen und ja, sie haben wirklich so richtig, weißt du, so, machen das Beste raus. Weniger Computer, mehr so mit Aufnahmebändchen. Mit Stecken, weißt du, wirklich mit Stecken und dann analog und dann wieder, ja. Darum ist es auch ein bisschen wärmer, also für unser Empfinden. So.
Bei euch gibt es ja so ein grosses Missverständnis. Ihr seid mega erfolgreich, verkaufen CDs, haben ausverkaufte Konzerte. Aber da gibt es jemanden, der in diesem Spiel nicht mitspielt. Und das sind die Radiostationen. Wie schlimm. Also, ja, Radio L macht ja ab und zu. Die haben es ja ab und zu in Südostschweiz, je nachdem auch. Aber so, wenn man jetzt so die grossen Kisten anschaut, das ganze SRF, sind ihr schon mal auf dem SRF gelaufen überhaupt? Mal. Schon, aber schon doch eher am Rand, oder? Ja. Also es ist so, gell, du kennst es, airplay.ch, kannst eingeben, Megawatt. Und dann haben wir so auf einem ganz kleinen, schmalen Bereich haben wir Platz. Das ist im Prinzip, wenn wir gekommen sind, im ganzen Monat, oder? Und dort haben wir irgendwie auf 4-5 Ziele haben wir Platz, oder? Wo dann natürlich bei anderen Schweizer Künstlern wirklich, dann kannst du scrollen, oder? Über den gleichen Zeitraum. Also dort, ja, ist wirklich sehr überschaubar. Aber deine Frage wäre jetzt wahrscheinlich die nächste, ja, regt dich das auf, stört dich das? Ich bin noch ein bisschen durchschaubar. Nein, aber das ist doch schon irgendwie, weißt du, so, man stellt sich das doch so vor, weißt du, wenn du so erfolgreich bist, dann läuft doch das wie von allein. Gefühlt, oder? Aber an was liegt es denn? Ist es dass ihr einfach den Hitmail-Stempel habt? Oder ist es eher daran, dass ihr den Rock-Stempel habt? Ich glaube eher Rock. Aber es gibt schlussendlich Sachen. Rockmail, das ist so eine Mischung. Nein, aber ich habe wirklich im Leben aufgehört, Erwartungen zu haben, etwas, was ich nicht beeinflussen kann. Ja, ich habe sie auch nicht gerne, wenn wir darüber reden. Also weißt du, jetzt darum, ich tue die Radios nicht verurteilen wegen dem. Also ich habe schon wirklich in vielen Orten coole Interviews, coole Leute getroffen und sie müssen entscheiden, ob das richtig ist für sie oder nicht. Aber es ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen, sieht es ein bisschen komisch aus. Oder? Also weil es einfach, ja, weil wir wissen, wir machen ganz vielen Leuten Freude. Aber dann fürs Radio gleich nicht. Aber es ist ja wirklich relativ breit eure Fangemeinschaft, oder? Und genau. Ich verstehe es eben nicht, wieso dass die Radiostationen die Chance nicht sehen. Weißt du, wenn sie euch interviewen. Weil ich bin immer mega dankbar, wenn ich mit euch etwas mache, dann weiss ich einfach mal so wieder für den Monat Klickzahlen gerettet. Weißt du, so, weil es halt so ein bisschen ladest du mich. Genau, ja. Chris. Ich habe eigentlich am Schlunecker angerufen und gesagt, er soll mir den mit der Loka schicken. Oder? Ja, genau. Er hat halt gleich wieder die geschickt, oder? Nein. Nein, also eben, ich verstehe es nicht. Es macht irgendwie wie so keinen Sinn, oder? Wenn du es so nebeneinander stellst, oder? Aber du, ist so, weil ist so, weißt du? Ja, genau. Ja, und dann kannst du dich aufregen, aber das nützt die Leute, das ändert ja dann nichts. Ich bin happy, wenn es vielleicht mal anders ist, weil es ist natürlich schon cool, wenn du im Radio darfst laufen, weil einfach du natürlich unerwartet doch auch einen Haufen Leute erreichst mit dem Radio. Also das merkst, wenn es mal irgendwo läuft im Radio, heisst es schnell mal, du, ihr seid nicht im Radio gekommen. Also die Leute hören gleich noch sehr viel Radio. Und darum wäre es natürlich eine wertvolle Promo, sage ich jetzt mal, aber weißt, ich bin nicht verbittert. Und ich aufrege schon gerne nicht. Und, ja. Dass sie nicht immer mit einer Elektrofirma verwechselt werden, oder? Das passiert wirklich, ja. Habt ihr jetzt aber beim neuen Album nehme ich auch wieder so 1-2 Balladen, wo ihr ein bisschen auf das spielt, also wo ihr es nochmal probieren, oder? Weißt du, es ist ja nicht so, dass die Songs, die laufen, im Radio, jetzt zum Beispiel Radio L, oder auch wenn es jetzt hier nur SRF 1 ist, auch schon mal zu Sachen gekommen, dann ist es nicht zwingend wahre Liebe, wo da kommt. Eher Heimatgefühl ist doch so ein Song, wo noch... Leuenherz. Ja. Löwen, Entschuldigung. Das triggert mich immer. Ja. Und es sind nicht zwingend Balladen. Also ist es gar nicht so der richtige Weg, etwas erzwingen oder so. Weißt? Nein, und ich, also mal von mir aus, ich orientiere mich jetzt nicht an den Radios beim Songwriting. Weißt du, was ich meine? Ja. Nein, weil es geht ja auch so, wichtig ist, dass es den Leuten gefällt und wir coole Konzerte haben können.
Ja, und selbst haben wir schöne. Und das, was das Jahr kommt, ist auch richtig, richtig cool. Ja. Wie viele Wochen bist du das Jahr noch daheim? Ja, ist oder unterwegs? Kannst du noch einer Hand abzählen? So? Was? Wählen setzen? Die Wochen, wo du daheim bist? So. Ja, wo jetzt wirklich ich meine mit schon. Megawatt hast. Ich meine schon. Aber weißt du, ich schaue gerne nicht so weit für dich. Also, ich so 2 Wochen, so 2 Wochen voraus. So. Und ich habe ein Umfeld, wo das zum Glück gut funktioniert. Nein, aber wir haben schon etwa 35 Konzerte haben wir das Jahr. Und teilweise hast du ja 2 am Wochenende, oder wir haben sogar mal ein Wochenende, wo wir 3 haben, wo wir am 7. Juli spielen wir zu Wildhaus mit Europe. Genau, und dann am 8. sind wir irgendwo so ein Sommerfestival, wo ich aber noch nicht mehr Infos habe. Und am 9. am Sonntag sind wir mit dem Göller zu Murten. Also, ja, Stars of Sounds ist schon eine grosse Kiste. Das ist einfach gerade das Wochenende, wo alles immer so ein bisschen... Ich würde sagen, dort, Aber das ist schon krass eigentlich. Weißt du, wenn ich so denke, als ich mit dir das erste Mal geredet habe, zu diesem Projekt, oder, weißt du, dort ist gerade so, jetzt spielen wir dann einmal mit Gotthard und so. Ja, genau. Und jetzt sind wir fast so wie Gotthard schon. Also, mal. Weißt du, musst du mal sehen. Also, weißt du, es ist schon, es hat sich schon viel verändert, so. Weißt du, so. Es ist schon viel gegangen, ja. So. Es ist schon viel gegangen, aber jetzt nicht. Also, jetzt ja, logisch ist ein bisschen hochgegriffen, aber weißt du, so irgendwie dazu mal ist das Highlight gewesen, dort die Tour, wo irgendwie, glaube nicht einmal so richtig zustande gekommen ist. Was haben wir, glaube 2 Konzerte gespielt dort, nachher letztendlich. Mit Gotthard sogar, nur 1. Okay, ja, was ist es so? Nur 1 in Sursee gehabt und dort haben wir 30 Minuten gespielt. Ja. Wobei wir haben 2 Minuten vorher angefangen und haben 2 Minuten länger gemacht. 34. Ja, im Prozent. Im Prozent. Ja. 10% kommen, oder? Ja. Mehr. Ja. Jetzt klatschen nicht so viel, wir wollen weiterspielen. Nein, ist cool. Das war auch cool. Wir haben irgendwie um 7 Uhr angefangen. Gell? Und wir haben wirklich nicht gewusst, wie viele Leute das dort sein werden, Sursee. Das war voll. Also es ist wirklich ein ganzer Haufen mit Megawatt-T-Shirts und so. Ja, am Anfang stelle ich mir schon vor, dass es irgendwie so für euch ein bisschen Sprung ins kalte Wasser war, oder? Und jetzt ist es fast ein bisschen ein Nicht-Schwimmerbecken geworden, wo wir so hinlaufen. Oder nicht? Wenn wir auf unserer eigenen Tour, die wir im Herbst auch wieder haben, dort ist es schon extrem entspannt. Dort spielen ja nur wir. Und dann gehst du in die Venue, hoi, easy, dann stellst du alles auf. Dann gibt es etwas Feines zu essen. Sieht es ein bisschen. Und dann, dann Türöffnung, irgendwann fängt das Intro an und dann hobeln. Also weißt du, es ist recht entspannt. Was natürlich immer ein bisschen anders ist, sobald du irgendwie Schnittstellen mit anderen Bands hast, du musst dann auch schauen, dass wirklich die Zeit einhaltest, oder? Wenn du jetzt Wildhaus weiss ich noch nicht, wie lange wir dürfen spielen, aber sagen wir jetzt mal, wenn wir eine Stunde dürfen spielen, dann musst du die Stunde einhalten, oder? Nicht irgendwie, was jetzt bei mir kann passieren, dass ich mich irgendwie verschnorre und irgendwie... Stimmt, jetzt wo du das sagst. Kannst du dich erinnern, wie er bei Mayday überzogen hat im Stadtpark Chur, wo ich nachher gespielt habe und haben wir eine halbe Stunde später gespielt. Nein, das tut mir jetzt noch leid, aber das kann ich mich nur erinnern. Genau, da merkst du, dass meine Karriere inzwischen pausiert und deine weitergeht. Du wünschst dafür Preise, schau. Ja, gut, ja. Oder? Ja, genau. Ja. Also das ist so ein Preis, der heisst, könntest du dann schon auch mal wieder weißt, so, etwas machen. So, machen. Ein Förderpreis so quasi. Ist das auch an irgendwelche Erwartungen gebunden, oder wie? Ja, nein, eigentlich nicht, aber es ist so ein bisschen... Schon quasi schon als Vorschuss fördern, so ein bisschen ja, tun wir als Vorschuss vorgenommen. So. Nicht als Lohn für das, was du geleistet hast, sondern ja, schon auch ein bisschen. Okay. So ein bisschen für und zurück und so. Ja, okay. Aber ja, das ist... Ja. Alles gut. Du bist ja mir in Frage gestellt. Ja, genau. So, ja.
Ja, nein, cool. Was ich noch fragen mit diesen Touren. Eben, du hast jetzt gesagt, wie gemütlich das ist, wenn ihr da selber auf Tour geht. Habt ihr euch da noch nie den Gedanken gemacht, dass ihr irgendwie lokale Bands mitnehmen ins Sportprogramm? Oder ist es einfach viel zu kompliziert, um das zu machen? Haben wir uns schon überlegt, aber es ist einfach durch das, dass wir schaffen, gell? Du weißt, wenn 2 Bands sind, die am Schluss spielt, muss zuerst dort sein, oder? Und so haben wir viel längere Wartezeiten, wir müssen früher 4 Abend machen, es wird einfach komplizierter, dann von der Technik her wird es komplizierter. Und dann das Allerwichtigste ist noch, dass bei uns sogar die Leute sagen, spielen aber nur ihr, oder? Also weil sie manchmal fast nicht mögen, so lange stehen. Also weißt du jetzt auch, so ein altersgerechtes Publikum. Nein, aber es ist wirklich so, sie kommen dann quasi wegen uns und wenn dann vorher noch Band ist wie, wobei wir haben ein extrem dankbares Publikum auch, wo wirklich, also da ist nicht irgendetwas dann nicht gut und kommt Aufmerksamkeit über, aber es ist einfach das verkomplizierte alles einfach. Und darum haben wir gesagt, jetzt einfach noch nicht. Jetzt tun wir noch, weil wir sind ja auch wieder ein ähnlicher Lokal von der Grösse her wie letztes Jahr, oder? Und dann haben wir gesagt, nein, komm, wir machen das jetzt wieder so, wie wir es letztes Jahr auch hatten, einfach, dass wir spielen. Und das hat überhaupt nicht irgendetwas gegen die anderen, sondern es ist einfach für uns viel feiner so. Und wir haben nicht das Gefühl, dass wir jetzt schon in der Position sind, wo wir da, weißt jetzt, das Einzige wäre, das Sozial eben zum anderen fördern. Ja. Aber da sehen wir uns jetzt noch nicht ganz so in der Rolle. So. Ja, vielleicht kommt das ja noch, weißt du? Ja, so mit den Jahren, oder? Ja. Aber, ich frage mich eben, weil die letzte Tour, die wir eigentlich gemacht haben, die haben ja so das dritte gemacht, da, mit Corleone, Storace und ihr. Letztes Jahr. Also letztes Jahr im nein, das ist im Frühjahr. Im März, ja. Haben wir 4 Konzerte miteinander. Aber es könnte ja immer noch so etwas könnte sich ja auch wieder ergeben, oder? Das ist so. Ja. Ich schaue immer so neidisch auf Amerika, weißt du, wenn dann so 4, 5 gute Bands sich zusammentun und in die Schweiz kommt dann jeweils eine vom ganzen Paket und einmal irgendwie am Mittwochabend oder so. Ja. Du redest dann und ja, so zum Beispiel, ja, weißt du, oder irgendwie, ja, Mr. Big, der allein kommt, oder irgendwie so. Das ist ein bisschen lästig so. Aber nein, für uns passt das so. Und für unsere mega Supporter auch. Dann können wir auch ein bisschen länger spielen, also 2 Stunden, ne? Das ist natürlich auch noch. 2 Stunden haben wir jetzt immer auch gespielt, also in unseren Konzerten. Und wir wollen auch, dass wir im Prinzip 8, spätestens 8:30 starten. Dann ist 10, 10:30, 4 Abend, oder? Also 4 Abend, dann sind wir fertig und dann können wir noch gemütlich ein bisschen mit den Leuten. Weil wenn du erst um 9 Uhr anfängst, dann ist es mal schon 11, halb 12 und ja. Und darum lieber früh anfangen, haben auch die Möglichkeit, den Kind noch dabei zu sein. Was ja auch... Gut, was wir ja auch erfahren, dass ein Haufen Kinder das auch haben. Und sobald wir vorbenden, jetzt wieder nochmal schnell zum selben Thema, dann wird es einfach lang. Dann wird es einfach hure lang und streng. Aufwendig und ja. Im Moment spricht einfach mehr dagegen als dafür. So, aus unserer Perspektive. Ja. Nein, gut. Ich wünsche dir gleich viel Erfolg mit dem neuen Album. Danke vielmals. Rockerherz heisst es übrigens. Haben wir, glaube ich, nicht ein einziges Mal gesagt, aber nicht über das Rockerherz. Cooles Cover. Ja. Gelb. Kommt recht frisch daher. Dynamisch, ja. So ein bisschen. Ja. Ist cool. Ja. Danke, dass du da bist. Sehr gerne, Chris. Ja. Holen euch das. Und am Open Air Malanz sind wir dieses Jahr. Das ist, glaube ich, das nächste Mal, wo sie bei uns in der Region sind. Schauen vorbei. Und rufen auf die Bühne, dass es Löwenherz heisst und nicht Leuenherz. Dann hätte ich mega Freude. Macht's gut. Danke, dass ihr zugeschaut habt.